Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, heute schwätzen wir über das wichtigste Projekt für die Zukunft von unseren Bürgern. Am Projekt 8634 geht es um Änderungen am Code de la Sécurité sociale, am Code du Travail und an der modifizierten Gesetzgebung vom 3. August 1998 über das spezielle Pensionsregime. Ziel ist, durch Gesetzesadaptationen des Regime général d'assurance Pension und ein paar damit verbundene Mechanismen für die nächsten Jahre nachhaltig und funktionell aufzustellen. Dieses Projekt de loi steht nicht am luftleeren Raum. Seit Jahren zeichnen sich an den sukzessiven Rapporten von der Inspection générale de la Sécurité sociale immer mehr klare Signale auf, dass der Regime général d'assurance Pension auf ein wachsendes finanzielles Ungleichgewicht zusteuert. Die internationalen Projektionen, besonders die von der OECD, passen an dasselbe Bild. Die Bevölkerung geht mehr, Pensionsausgaben klammen und den Druck auf Finanzierung hält zu. Nach den aktualisierten Projektionen von der IGS, die im Juli 2025 publiziert wurden, werden die jährlichen Ausgaben von der Pensionskasse schon ab 2026 Kotisationsresetten übersteigen. Die Reserven vom Fonds de Compensation geben bis 2038 unter die gesetzliche Schwelle fallen, also unter 1,5 Mal die jährlichen Leistungen, und im Jahr 2044 komplett abgebraucht sind. Für diesem Hintergrund hat die Regierung nicht nur auf das Sperre gesagt, mir auch bewusst Bürger und Sozialpartner angebunden. Es gab einen breiten Konsultationsprozess lanciert, für eine gemeinsame Richtung zu definieren, die gleichzeitig die finanziellen Realitäten und die spezifischen soziale Orientierung zum System Rechnung trägt. Eine wichtige Etappe. Und der Approach war die Initiative Schwarzmatt, die von dem Minister für Gesundheit und Sozialsicherheit zwischen Oktober 2024 und Juli 2025 organisiert wurde. Da kommen ein paar klare Orientationen heraus. Der Wunsch, das legale Pensionsalter bei 65 Jahren zu lassen, die Rechnung von den Studienjahren mehr flexibel zu machen, den Übergang vom Beruf an Pension durch mehr flexible Modelle zu erleichtern und im Fall von einem Finanzierungsbedarf echter einer Erhöhung von den Kotisationen und dazu fassen, wie eine Reduktion vom Montant von den Pensionen. Parallel dazu wurden auch verschiedene Konzertationsrunden mit den Sozialpartnern gefordert, mit dem Ziel, einen gemeinsamen Sockel zu entwickeln, den nicht lieber zwischen der langfristigen Viabilität des Systems und dem Erhalten von seinen sozialen Fundamenten ermöglicht. Ganz konkret sieht das Projekt 4 grosse Elemente dafür. Erstens geht es um Konditionen von der Pension de vieillesse anticipée. Das Projekt feiert eine graduelle Erhöhung von der nächsten Dauer von der Versicherungsperiode 4, am Ganzen 8 Monate bis 2030. Ziel ist es, dass das effektive Pensionsalter progressiv mehr noch und das gesetzliche Pensionsalter von 65 Jahren herunterregelt. Zweitens geht die Durchrechnung von den Studienjahren relativ der Formationsjahren flexibilisiert. Dieses Projekt sorgt für eine mehr grosse Flexibilität, an dem sie vorgesagt, dass wir zu 9 Jahren ohne Alterslimit nur an die Karriere d'Assurance können angeholt gehen. Das ist eine technische Ouverture, die am Projekt als Antwort auf mehr divers Karrieresverlauf und auf die Realitäten von der Aus- und Weiterbildung verstanden wird. Drittens können eine Pension progressiv für Salarien am Privatsektor dabei. Damit wird eine legale Grundlage geschaffen, für einen graduellen Übergang zwischen Arbeit und Pension zu garantieren. Mesure steht am Kontext von einem Modell, das am öffentlichen Sektor schon existiert. Das Projekt will diese Logik am Privatsektor auf eine explizit und geregelte Basis stellen. Viertens als auch die Finanzierung direkt betroffen. Das Projekt sieht eine Erhöhung von legalen
Kotisationstaux am Regime general von 24% auf 25,5% für die Periode von 2026 bis 2032 für. Die gerecht zwischen Salarié, Patron und dem Staat abgedeelt wird. Das soll Resetten am System binnen dieser Periode stärken. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, den 10. Oktober 2025 ist das Projekt an der Chambre deposiert ging. Den 22. Oktober 2025 hat die Kommission de la Santé et de la Sécurité sociale mich als Rapportrice vom Fehler in dem Projekt designiert. Und das Projekt wurde an dem Moment auch präsentiert. Den 23. Oktober 2025 ist das Projekt formell und die Kommission renvoyiert ging. Zum Projekt de loi sind natürlich verschiedene Wien gekommen. Als einem Wie vom 2. Dezember 2025 unterstreicht der Staatsrat, dass er von den allgemeinen Zielen vom Projekt Kenntnis hält und ob der Majorität von Artikeln keine substanziellen Bemerkungen hat. Hier formuliert aber zwei Oppositionsformellen, die sich alle beide auf den Mechanismus von der Pension progressiv beziehen. Erstens bemerkt er, dass das Projekt keine Jurisdiktion bestimmt, die kompetent ist. Für ihre Kur gegen Decisionen von der KNAP über den Refus von der Admission zur Pension progressiv. Das gäbe eine Insécurité juridique schaffen. Hier weist gleichzeitig darauf hin, dass eine Lösung durch kein Rausch bestehen, der Rekur wäre klar am Sinn von den bestehenden Bestimmungen am Code de la Sécurité sociale zu verankern. Zweitens unterstreicht der Conseil d'État, dass der Rekur für die Salariés nicht als effektiv kennt gelten, wenn knapp sein Demandrecht nur der Unterschrift vom Avenant überprüft. Ein späteren Refus gäbe in dem Fall automatisch dazu führen, dass ein Avenant als nul et non avenu gilt. So eine Regelung gäbe in der Praxis verhindern, dass der Salarié von einer Reduktion von der Arbeitszeit profitieren kann, auch wenn der Rekur prinzipiell Succès hat. Weil du noch einen neuen Avenant nötig wäre, könnten den nämlich vom Employer refusiert gehen. Der Conseil d'État sieht dafür eine Problematik am Sinn vom Recht auf einen effektiven Rekur und proposiert eine textliche Anpassung. Der 17. November 2025 hat die Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics an ihrem Avis die Methode kritisiert, mit der die Regierung Pensionsreform angestoßen wird. Sie bedauert dabei, dann von den Diskussionen mit den Sozialpartnern den 3. September 2025, ohne dass ein Akkord konfront ging. Sie weist darauf hin, dass die Regierung ihrer Meinung nach kein explizites Wahlmandat für so eine Reform hat. Sie meint auch, dass die Resultate von der Konsultation Schwarz-Matt sehr stark an den Mittelpunkt gestellt werden, trotz einer Partizipation, die sie als limitiert erschätzt. Auf der Grundlage kontestiert sie das Argument von einem drängenden Besoin zu handeln und erinnert daran, dass die finanzielle Situation vom Regime Général d'Assurance Pension aktuell noch solid ist. Und unter anderem weist die substanzielle Reserven am Fonds de Kompensation. Sie hält den Rückgriff auf langfristige technische Projektionen für nicht übrig. Was die konkreten Mesure vom Projekt angeht, äußert die Chambre an den meisten Punkten die Reserven. Sie kritisiert die graduelle Erhöhung von der erforderlichen Dauer von der Versicherungsperioden für Pensionen der vieillesse anticipée, weil sie darunter das Risiko sieht, dass die Kosten an andere Branchen von der Sozialversicherung verregelt könnte gehen. Sie akzeptiert im Prinzip Flexibilisierung bei der Umrechnung von den Studienjahren, die sie als modernen Lebens- und Karrieresverlauf angepasst angesehen. Sie bewertet die Idee von einer Pension progressiv positiv. Sie stellt aber fest, dass das Regime, das für Salarien im Privatsektor angefordert wird, mehr favorabel wäre wie den am öffentlichen Sektor besteht. Erfreut, dass Agenten aus dem öffentlichen Sektor von den selben mehr favorablen Konditionen sollen profitieren. Zum Schluss stellt sie die Notwendigkeit von einer direkten Erhöhung vom globalen Kotisationstaux von 24 auf 25,5% auf froh. Den 18. November 2025 hat die Chambre des Salariés ihren Avis gelöscht und gesagt, dass sie da weiß, wie die Regierung Pensionsreform umgegangen ist,
scharf kritisiert. Aus ihrer Sicht ist dadurch das lützebäuerische Modell vom Sozialdialog umgangen gehen. Umfang in der Streitchambre des Salariés, dass Flexibilisierung bei der Umrechnung von den Studien- und Informationsperioden eine Positivauffassung ist. Und dass der Erhöhung vom globalen Kotisationstaux auf 25,5% ein sehr Instrument kann sein, für die Resetten am Regime Général d'Assurance Pension zu stärken. Sie ist auch verstanden, dass die Allokation de fin d'année beibehalten wird. Bedauert aber, dass nicht strukturell aufgesichert ist. Par contre ist sie gegen Verlängerung von den obligatorischen Versicherungskarriere für den Aktienpension anticipé. Weil Pension progressiv angeht, hält sie das Modell am Code du Travail für zu komplex. Und zu stark vom Akkord vom Employé aufhängig, mit Unsicherheiten an der praktischen Umsetzung. Der 27. November 2025 und Chambre de Commerce und Chambre des Métiers einen gemeinsamen Avis präsentiert. Sie kritisieren die Erweiterung von den Möglichkeiten bis zu 9 Jahren Studien- und Formationsperioden zu allen Momenten von der Karriere zu valorisieren, ohne eine Altersgrenze. Aus ihrer Sicht gibt der Pensionsrechter auch nicht kotisierte Perioden ausbauen und damit systematisch Kosten auslesen, die dem Ziel von der Nachhaltigkeit entgegenwirken. Sie fand, dass die graduelle Verlängerung von der erforderlichen Assuranzendauer für die Pension de vieillesse anticipée limitiert auf 8 Monate bis 2030 am internationalen Vergleich weit nicht genug ist. Das gilt umso mehr, weil den effektiven Pensionsalter zu Lützeburg am OECD-Vergleich als besonders niedrig beschrieben wird. Sie schwätzt sich auch gegen die Erhöhung vom globalen Kotisationstaux von 24% auf 25% für die Periode 26 bis 32 aus, wenn es einen direkten Impact auf die Kompetitivität der Betriebe. Sie sieht zusätzlich kritisch, dass die Allokation de fin d'année bei den Pensionären beibehalten wird, weil damit aus ihrer Sicht den Hauptteil vom Erfolg bei den aktiven Kotisanten gefallen, was Frauen zu intergenerationeller Equität abwerfen. Bei Pension progressive geht, schwätzt die Plus-Value am Vergleich mit den bestehenden Instrumenten als marginal aus. Auf mehr globalem Niveau reprochiert sie dem Projekt ein hauptsächlich kurzfristiger Approche ohne eine mehr strukturelle Vision für langfristige Viabilität. Und aus der Meinung, dass Mesuren echter der Schöpfung von der Reserven noch Hanne verreckelt, wie die fundamentalen Desequiliber lässt. Für all weitere Details verweise ich auf meinen schriftlichen Rapport. Damit diene ich mein Kap als Rapportrice auf und erlaube mir ein paar Worte als Sprecherin von der CSV zu sein. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, von mir heute über Pensionen schwätzen, da schwätzen wir auf den ersten Blick über Zahlen. Über Reserven, über Entwicklungen, über Projektionen. Und das Zahlen schwätzen ein klarer Spruch, den keiner ignorieren kann. Die rezentsten Projektionen von der IGS vom Juli 2025 basieren auf den letzten makroökonomischen Entwicklungen, wie sie vom Statec an der Note Konjunktur vom 25. Juni 2025 veröffentlicht, sie klar. Sie überschreiten die jährliche Ausgabe von der knapp Kotisationsreserven schon ab 2026. Die Reserve vom Fonds de Compensation gave am Jahr 2031 unter die gesetzlich vorgeschriebene Grenze von 1,5 Mal die jährliche Prestationen fallen, aber wir im Jahr 2044 komplett abgebraucht. Am Jahr 2023 wird knapp am Durchschnitt 216.100 Pensionen ausbezahlt. Das sind Fakten. Aber, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Pensionen sind keine Raschenübung. Es geht hier um die Leute. Pensionen stehen für Lebenswehr, für Erwartungen, für Vertrauen an den Staat. Sie stehen für den Respekt vis-à-vis von denen, die jahrzehntelang zum Funktionament von unserer Gesellschaft beigetragen haben. Sie stehen für eine Garantie, dass kein Umschaffen allein gelost wird. Sie stehen für den sozialen Kontrakt, den als Gesellschaft zusammenhält.
Und dafür ist das Debatt so emotional geluden. Weil das Thema jeder betrifft, heute, morgen oder spät am Leben. Positionen laufen am Anfang weit auseinander. Ein paar haben gefordert, dass es grundsätzlich Änderungen braucht. Andere haben gemeint, es muss überhaupt nicht geändert gehen. Ein paar haben vor allem auf Reserven hingewiesen. Andere haben gesagt, das System funktioniert noch gut genug. Mit Politik darf sich eine Lage um Bestehenden orientieren. Sie muss auch das Kommend am Blick behalten. Genau auf dieser Platz hat Minister Martin Depré hier Arbeit gesagt. Nicht mit Alarmismus, sondern mit Fakten und Analysen. Sie hat froh immer etwas Neues gestellt. Was geschieht, wenn wir nichts machen? Was geschieht nicht heute, mehr 5, 10 oder 20 Jahre? Los als ein gemeinsames Erkenntnisgewusst. Das System steht nicht für einen Kollaps, sondern für strukturelle Herausforderungen. Und diese Herausforderungen verschwinden nicht durch Aufwarten. Die Lebenserwartung klimmt und das ist eine gute Nachricht. Aber sie stellt das Pensionssystem für eine neue Balance vor. Gleichzeitig verändert sich der Arbeitsmarkt permanent. Karriere verlaufen manchmal linear, Lebensmodelle mehr divers, das erfordert Adaptationen. Für das System komplett unverändert zu lassen, bräuchten wir wirtschaftliche Wachstum über Jahrzehnte, ohne eine Brechung und eine massive Erhöhung von der Beschäftigung. Wenn wir unser Pensionssystem an der aktuellen Form behalten, dann müssten wir bis 2040 all Jahr 10.000 neue Arbeitsplätze schaffen. Die Reform ist keine ideologische Entscheidung, sie ist eine rationale Anpassung und die Realität von heute. Und hier müssen wir etwas klar sagen, seit Jahren hat keine Regierung das Debatte wirklich gefordert. Nicht, weil die Probleme unerkannt waren, sondern weil das Sujet schwer und politisch riskant ist. Wir überholen Verantwortung, wo andere zecken. Das ist die erste große Pensionsreform seit 2012. Wir handeln für alle Generationen, von jung bis alt. Wir handeln heute, für das Pensionen von morgen stabil bleiben. Wir handeln lo, für das Vertrauen erhalten bleibt. Löst diese Reform alle Probleme? Nein. Aber sie ist ein richtigen, wichtigen und ehrlichen Schritt. Noch 4. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Pensionen betreffen jeder von uns, heute oder später am Leben. Sie sind keine technische Frage für Spezialisten allein. Dafür war sehr klar, dass diese Reform einen anderen Weg braucht. Nicht just einen gesetzlichen Weg, sondern einen Weg, den die Leute mehr stark abend und mithält. Minister Martin Depré hat das frei erkannt. Sie hat nicht gewartet, bis Propositionen fertig durchschlagen. Sie hat den Prozess abgemacht. Ihre Decisionen gefallen sind. Die Initiative schwätzt mit, weil dafür nicht Accessoire, sondern Fundament von einer gesellschaftlichen Debatte. Und diesen Prozess kann jeder in sich abbringen, digital, an den Reunionen und an den Fachdebatten. Salarien, Patron, Pensionären, Jugendorganisationen, Experten und Parteien. Alle Stimmen hat hier Platz. Das war natürlich nicht immer bequem. Meinungen laufen heute weit ausnehmen. Ein paar wollten Radikalschritte, andere wollten überhaupt keine Veränderung. Mir genau da liegt Wort an den Wert vom Dialog. Hin zwingt zur Auseinandersetzung. Das ist gelieft in Demokratie, direkt Terrain. Ich war selber an den 3 Experten dabei, die sich mit den Sujets Anpassungsfähigkeit, Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit beschäftigt haben. Ich habe hier eine ehrliche und respektvolle Atmosphäre erlebt. Die Argumente wurden ausgetauscht, die Ziele wurden erklärt, und sie wurden an detaillierte Rapporte festgehalten. Und plus, im Sinne der Transparenz, sind diese Rapporte zugänglich für jeden. Natürlich kann ich heute sagen, es hätte so manches anders laufen können. Donno sind immer mehr schlau. Mir stellt euch eine andere Variante vor. Eine Reform hat Nationen dienen, eine Reform ohne Konsultation. Die Kritik wird vernichtend gewirkt, aber mit Recht.
Ministerisch hat sich bewusst für Transparenz entschieden. Sie ist das Risiko ergangen, und sie hat Kritiken ausgehalten. Das ist politische Verantwortung. Es ist richtig, dass das Thema als 18 Monate begleitet wird. Aber das war kein Stillstand. An diesen 18 Monaten war die Pension ein Sujet, über den in unserer Gesellschaft viel diskutiert wurde. Viele Leute haben sich für die erste Mal mit ihrer Pension befasst. So viel gibt schon seit langer Zeit nicht mehr über Pensionen geschwatzt. Aus den Konsultationen sind konkrete Ideen gekommen. Natürlich konnten nicht alle Ideen umgesetzt werden. Aber ein paar fanden sich ja klar am Text herum. Zum Beispiel Flexibilisierung von den Studienjahren. Studien, Formationen, Familienzeit müssen unerkannt bleiben. Das stärkt soziale Gerechtigkeit. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Reform ist nicht dogmatisch. Sie passt den Kader von der Reform der Lebensrealitäten an. Eine Pensionsreform kann nicht durchgedrückt gehen, sie muss gedroht gehen. Durch Bürger, durch Sozialpartner, durch Politik. Dafür haben wir als Haut für einen equilibrierten Weg entschieden. Nicht maximalistisch, nicht minimalistisch. Das ist top. Stärkt das System. Sie lässt Raum für weitere Anpassungen. Wir sagen nicht, dass diese Reform die letzte Reform ist. Wir sagen, dass es eine nötige Etappe ist. Das Approach ist realistisch. Sie erkennt Grenzen an, sie schafft Vertrauen. Und das ist vielleicht der wichtigste Punkt. Minister Martin Depré hat das Vertrauen gesichert. Nicht durch Versprechen, sondern durch die Arbeit. Und wir als Majorität drohen diesen Weg gemeinsam. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, hallo, weil ich bewusst den Blick auf Finanzen vom System richten. Weil wenn ihr über Pensionen schwätzt, könnt ihr nicht leicht finanzen. Nicht, weil Zahlen alles erklären, sondern weil sie die Grenzen weisen. Zahlen sind klar. Gesetzliche Pensionsreserve gehen in den kommenden Jahren aufgebaut. Das ist eine Realität. Und auf Realitäten reagieren verantwortliche Politik. Die Frage ist also nicht, ob die Reserven raufgehen, die Frage ist, wie wir damit umgehen. Ein paar sagen, wir sollten einfach an die Reserve greifen. Sie sagen, sie wären ja da für da. Wir teilen das Approach nicht. Hohe Reserven schaffen Rendement. Rendement stärkt das System langfristig. Wer Reserven aufbaut, verliert zukünftig. Handlungsfähigkeit. Das ist keine nachhaltige Politik. Die Reserven all zu machen, ist der fundamental falsche Approach. Reserven sind kein Spurkonto für schwere Momente. Sie sind ein Instrument für Stabilität über Zeit. Wenn die Reserven hoch bleiben, schaffen sie für das System. Sie erwirtschaften Rendement, die Pensionen unterstützt. Das ist eine intelligente Politik. Nicht kurzfristige Krisenmanagement. Und da könnt ihr wichtig froh. Was bringen die Maßnahmen von heute konkret? Als ganz geguckt verlängern sie Stabilität im rund 4 Jahre. 4 Jahre bedeuten Handlungsspielraum. 4 Jahre bedeuten Zeit für die Analyse. 4 Jahre bedeuten Zeit für Anpassung. Besonders in einem angespannten wirtschaftlichen Kontext. Wir leben nicht in einem Vakuum. Inflation, Energiekrisen, geopolitische Spannungen beeinflussen als Finanzen. In so einem Kontext ist für sich keine Schwäche. Sie ist eine Notwendigkeit. Konkret heißt das, die Reserven fallen erst 2042 an das gesetzliche Minimum. Nicht schon 2031. Das ist kein kleiner Unterschied, das sind 4 Jahre politische Verantwortung. Diese Reform schafft also Kader, die Weiterentwicklungen erlaubt. Wir holen Verantwortung auf verschiedenen Niveaus. Kotisationen, Versicherungsperioden, Flexibilität. Keine einzelne Maßnahme allein löst Probleme. Mit zusammen schaffen sie ein Gleichgewicht. Und das ist entscheidend. Eine Pensionsreform darf nicht alles auf eine Karte setzen. Wir haben bewusst einen stabilisierenden Weg gewählt, ein Weg mit Verantwortung. Das ist also keine Lastreform, es ist eine Etappe, eine notwendige Etappe. Wir werden die Situation weiter analysieren. Und das ist auch richtig so. Eine Pensionspolitik darf nicht starr sein. Sie muss auf Entwicklungen reagieren können.
Die Reform hält es dir bewusst ab. Sie sichert Stabilität, ohne die Zukunft zu blockieren. Das ist für mich der Kern von dieser Reform. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, am Zentrum von dieser Reform steht ein einfach froh. Bleibt der Generationenvertrag erhalten? Die Antwort ist klar und ohne Umwehr, ja. Ja, der Generationsvertrag bleibt Fundament von unserem System. Der nächste Pilier bleibt Basis von der Pensionsversicherung. Der nächste Pilier bleibt das solide Fundament von unserer sozialen Aufsicherung und stellt den Kern von unserer Altersversicherung durch. Hier basiert auf Solidarität zwischen den Generationen. Die aktiv beschäftigt finanzieren Hauptpensionen von den älteren Generationen. Am Gegenzug erwarten sie dasselbe zu einem späteren Zeitpunkt. Das Vertrauen darf mir nicht enttäuschen. Die Reform bricht diesen Kontrakt nicht, sie stabilisiert ihn. Durch leicht mehr hohe Kotisationen und leicht mehr lang schaffen. Und nicht durch Leistungskürzungen. Das ist eine wichtige politische Decision. Als Rente bleiben generös am internationalen Vergleich. Das ist am heutigen wirtschaftlichen Kontext kein Selbstverständnis. Die Rentner leisten heute schon ihren Teil. Seit der Reform von 2012 gehen die Leistungen progressiv auf. Das dürfen wir nicht vergessen. Sollten Finanzen sich noch verschlechtern, greifen automatisch Korrekturmechanismen. Auch diese Mechanismen stehen seit 2012 am Gesetz verankert. Sie garantieren Transparenz und Prävisibilität. Mehr Verantwortung heißt mehr, wie sich auf Automatismen zu verlassen. Wir holen das Sujet an den Grab. Herr Präsident, die Damen und die Herren Deputiert, konkret machen wir das mit folgendermaßen. Kotisationserhebungen von 1,5% wird fair abgedeelt. Ein Drittel Staat, ein Drittel Patron, ein Drittel Salarié. Das ist Solidarität, wie gedurcht ist. Daneben schaffen wir weiter Anreize für mehr später in Pension zu gehen. Nicht durch Druck, sondern durch Attraktivität. Wir bringen das reale Pensionsalter mehr noch auf 65 Jahre rund, nicht als Zwang, mehr als Realismus. Zu Lützeburg liegt das reale Pensionsalter deutlich unter dem legalen Pensionsalter. Zu Lützeburg liegt das legale Pensionsalter zwar bei 65 Jahren, aber in der Praxis gehen die Leute im Durchschnitt schon mal 60,2 Jahre an Pension. Das Ungleichgewicht müssen wir korrigieren. Gleichzeitig bleiben klare Rechte bestehen. Wer 40 Jahre geschafft und kotisiert wird, behält seinen Anspruch auf eine Pension. Pension von 57 Jahren an bleibt für diese Leute möglich. Das ist eine Frage von Respekt und Dignität. Wir feiern Pension progressiv auch im Privatsektor an. Pension progressiv ermöglicht einen milden Übergang vom Vollzeitarbeitsleben an Pension, weil der Mitarbeiter eine bessere Balance zwischen Arbeit und Freizeit erlaubt. Zusätzlich bleibt der Salarié aktiv und seine Kompetenzen bleiben an der Entreprise erhalten. Das ist eine wichtige Modernisierung. Schluss mit der Alles- oder Nichts-Logik beim Übergang an Pension. Männer schaffen, aktiv bleiben und eine Teilpension kriegen. So soll es funktionieren. Das entspricht den Lebensrealitäten von vielen Arbeiterinnen und Arbeiter. Studienjahre gehen in Zukunft flexibel behandelt. Das reflektiert verändert Lebensrealitäten. Babyjahre bleiben unerkannt, das stärkt soziale Gerechtigkeit. Die Jugend spielt eine zentrale Rolle an diesem System. Sie dreht Pensionen vom Mur. Dafür wäre es wichtig, sie an den Prozess mit anzubannen. Das war nicht symbolisch, das war notwendig. Wir denken noch an die älteren Leute mit niedrigen Revenuen. Keiner soll am Alter an Prekarität fallen. Die Jahresendzulage, auch als 13. Monat bekannt, bleibt ein wichtiges Instrument. Sie unterstützt Leute konkret am Alltag. In diesem Kontext begrüßen wir die Umsetzung von einer langjährigen Forderung von der CSV. Der nationale Plan gegen die Armut setzt gezielt Maßnahmen gegen die Altersarmut. Am Kader vom nationalen Plan gegen die Armut wird eine finanzielle Hilfe für ältere Leute mit einem kleinen Abkommen angefordert, die sogenannten Aide financière pour personnes âgées. Das wird als Ziel, die Unterstützung für ältere Leute zu stärken. Die Hilfe kommt da an, wo sie wirklich gebraucht wird.
Das ist eine moderne und gerechte Sozialpolitik. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, nach 18 Monaten intensiver Debatte können wir ein klares Fazit ziehen. Wir haben festgestellt, dass Handlungsbedarf besteht. Wir haben lang und breit diskutiert, wir haben nur gelauscht, erklärt und Verantwortung überholt. Wir haben bewusst einen stabilisierenden Weg gewählt. Wir haben den Generationsvertrag gesichert. Wir haben finanzielle Stabilität gesichert. Und das Resultat ist klar. Diese Reform ist kein Schlussstrich. Sie ist ein Anfang von einer verantwortlichen und dynamischen Politik. Eine Verantwortungspolitik heißt, den Kompass rechtzeitig neu zu kalibrieren, für nicht an ein paar Jahren an die Mauer zu knüppeln. Das Gesetz verdient also Zustimmung aus Verantwortung. Ich sage nicht merci.